Wir feiern immer Geburtstag zu summen, wir schon de Moien an der Intro heieren anwer feiert de KP, die auch Loftlin vor 100 Meter just vun Haiiers Geburtstag erronnen an dufir as bei Hai am Studio Anna Maria Zeckhoff. 25 Jahre Anna Maria Zeckhoff, nicht für Sie, sondern für den KP, die wir zusammen feiern könnten, also das Centre des Arts Pluriels in Herrn Ettelbrück. Wissen Sie noch, wie das war damals? Hat man Sie auch da auf den Punkt gebracht, wie das vor 25 Jahren war und warum das KP eigentlich gebaut wurde? Vielleicht wissen Sie, dass ich erst seit einem Jahr im KP arbeite. Ich habe jetzt die neue Saison für 2025/26 geplant, wo wir auch ganz gebührend dieses Haus feiern werden. Es war ja ein Wunsch da vor 25 Jahren, etwas für die Gemeinde, für die Communities zu machen, dass es hier einen Ort gibt, wo Kultur blühen kann, wo man sich austauschen kann, wo man sich ausdrücken kann. Und ich glaube, der Ursprungswunsch war einfach, einen Ort zu haben, wo man sich begegnet mit diesem wunderschönen Element Kultur, was ja immer durch die Gefühlswelt geht, was nonverbal ist, was nicht reproduzierbar ist, was im Jetzt ist. Und das war der Ursprungswunsch. Und das beleuchten wir auch in der kommenden Saison in einer Expo, die speziell diese letzten 25 Jahre zeigt, dann auch dieses Jetzt zeigt. Also die Expo heißt Past, Present, Future, also wirklich dieses Jetzt, was passiert jetzt. Und in der Zukunft, wie schaut Kultur in der Zukunft aus, mit Atelier, für Kinder, für Familien, wo man gemeinsam dieses Zukunftskapitel sozusagen anschaut. Machen Sie mit uns vielleicht einen kurzen Rundgang sozusagen durch das KP. Es gibt ja 3 verschiedene Veranstaltungsorte. Genau, es gibt 3 verschiedene Veranstaltungsräume. Was sehr interessant ist, ist, dass das KP sich die Räumlichkeit mit dem Konservatoire teilt. Das heißt, es gibt ganz viel Publikumsfluss sozusagen, also viele Menschen gehen rein und raus im Laufe der Woche. Und wir haben dann 3 Veranstaltungssäle. Wir haben den großen Saal, das Auditoire, mit 430 Plätzen, wo alles Mögliche passiert. Also es ist ja Art pluriel. Es kann von Theater zu Zirkus, zu Musik und Tanz gehen. Dann haben wir das Foyer, wo man so runtergeht, wo ein großer Raum ist, der auch für Expos, also für Ausstellungen genutzt wird oder für Tanzabende oder für Empfänge. Und dann haben wir das Studio, das ist ein Kammermusiksaal mit einer ganz besonderen Akustik und das teilen wir uns auch mit dem Konservatoire, wo regelmäßig Kammermusikkonzerte oder Konferenzen auch stattfinden. Was sind die Highlights von diesen 25-Jahr-Feiern? Also für das nächste Jahr haben wir eine neue Sparte gegründet und die heißt Community und Partizipation. Das heißt, es gibt ganz viele Workshops, es gibt ganz oft Momente mit den Künstlern, die Künstler bleiben länger hier, gehen auch in Kontakt mit den lokalen Vereinen, mit den Communities hier und ich würde sagen, das ist mal eins von diesen Highlights, dass wir überhaupt öffnen in Richtung Partizipation und Mitmachen und Mitbewegen. Und das andere ist, es gibt ein paar Konzerte, die eben Community-Charakter haben. Zum Beispiel führen wir Carmina Burana auf, das ist ja dieses große Chorwerk, wo wir im Vorhinein einen Projektchor zusammenstellen von Menschen, die einfach gerne singen und über 6 Monate hinweg dieses Stück gemeinsam mit dem Konservatoire und unseren professionellen Künstlern erarbeiten und auf die Bühne bringen. Das andere ist, wie gesagt, wir haben ein Open-Air-Festival, wir haben mit Ettelbrooklyn zusammen den 27. September markiert im Kalender und machen da einfach, wir feiern da einfach Ettelbrück und die Kultur, die nahbar ist, also wirklich draußen gratis, wo jeder mitmachen kann in jedem Alter. Und dann gibt es ein paar andere schöne Kreationen und Highlights. Ja. Sie sagten, Sie sind jetzt ein Jahr dabei, aber Sie sind gekommen, um zu bleiben, um von den nächsten 25 Jahren auch noch einiges mitzugestalten, oder? Ja, tatsächlich. Ja genau, wir haben sogar eine Zeitkapsel in der nächsten Saison, wo man Dinge reingeben kann, die dann erst in 25 Jahren geöffnet wird. Also mal schauen, ob ich dann auch diese Zeitkapseln öffnen werde. AI ist natürlich auch bei euch ein Thema. Ich glaube, es ist vor allem im Moment das Thema in den Stücken oder in den Kreationen, die wir machen. Da spielt es mit. Aber wir bleiben ein Live-Produkt. Wir bleiben dieses Erlebnis im Moment. Und es gibt jetzt momentan nicht so etwas wie VR-Concerts oder irgendwelche Avatar-Geschichten oder sowas. Ihr Name ist ja auch schon Kunst. Wo kommen Sie her, wenn ich fragen darf? Danke, ja. Ich bin halb Bulgarin, halb Wienerin. Okay. Und ich bin in Wien aufgewachsen. Ja.
Aber der Nachname ist bulgarisch, genau, bulgarische Wurzeln. Ich habe so ein bisschen Schmäh schon ja. auch gehört in diesem Gespräch. Vielen Dank, Anna-Maria. Danke Alles Gute und weitere Infos über alle Events unter kp.lu. Genau, unter kp.lu und auf Social Media, Instagram und Facebook und LinkedIn. Und ja, ich freue mich. Happy Birthday, KP, 25 Jahre. Das feiert dir bestimmt auch gerne, Martin.